Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zum ultimativen Saisonrückblick von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das nach einer wirklich unglaublichen Saison, die wir alle zusammen erlebt haben, an deren Ende die wirklich sensationelle Europa-Qualifikation stand. Und es ist die Conference League geworden. Das Telefon hat geschellt, in jedem Fall in Kopenhagen. Ja. Und eine Woche Sandstrand steht uns bevor. Wir haben das allerdings jetzt schon mal vorgezogen und uns hier in Köln an den Strand gesetzt, denn das wissen die wenigsten. Hier gibt es wunderschöne Strände in dieser Stadt. Ja. Und hier sind wir in Zündorf an der Grof. Die ist da hinten, da laufen wir gleich auch noch mal hin. Und auf der anderen Rheinseite, da sieht man den Stadtteil Weiß und das Ganze ist auch noch verbunden mit einer Fähre. Vielleicht kommt die gleich auch mal vorbeigefahren, das werden wir sehen. Und jetzt reden wir aber nicht über Schiffe, sondern wir reden über Fußball. Und Thomas, womit fangen wir denn an? Kölle-Riffer, eine Woche Sandstrand, das war das ganz Wichtige. Ne? Eine Woche Anstand. Oh. Ne? Das wird kompliziert, würde ich sagen. Das kann ich nicht machen. Ja, wie fangen wir an? Wir können etwas total Großartiges. Also wir gehen jetzt von Spieltag zu Spieltag und wir können das, ich bin wirklich ein bisschen stolz drauf, seht's mir nach, wir können das jetzt auf der 2kölsch.de machen. Von Spieltag zu Spieltag gibt es zu jedem Spieltag einen kleinen Bericht, ne? Ein paar Fotos, ne? Wenn wir euch getroffen haben, vielleicht findet ihr euch da. Und natürlich, wenn wir Heimspiele haben, gibt es die entsprechenden Mottos dabei und ein paar Stories dazu. Ja. Übrigens auch unveröffentlichte Sachen bisher, ne? Genau, sind da zu finden. Lauter Kram, mit dem wir jetzt Facebook und Instagram nicht fluten, ne, sondern das findet jetzt bei uns statt. Und das ist vielleicht vorweggenommen auch schon eine Neuerung für die nächste Saison. Wir machen ja immer zur nächsten Saison nochmal was Neues. Da wird es dann immer nach dem Spieltag direkt den Hinweis geben, was wir alles auf dem Spieltag haben. Aber gehen wir mal hier durch, denn es ist ja ganz spannend nochmal so, vielleicht nachzuvollziehen, in was für einer Lage man auch tatsächlich mental war. Das erste Heimspielmotto war, gegen Hertha haben wir da gewonnen. Ne? Ja, also erster Wahnsinn, Spieltag. Ne? Erster Spieltag, das war, hurra, wir leben noch. Ich habe es mitgebracht, weil das ist natürlich ein Riesending gewesen, wenn man überlegt, was für eine Story dahinter steht. Ja, absolut. Denn wo kamen wir her am ersten Spieltag? Wir hatten diese katastrophale Vorsaison erlebt, sind wirklich auf den letzten Drücker dem Abstieg entkommen. Erst die Geschichte mit Bordeaux in der 86., dann die Relegation in Kiel und wir haben es wirklich mit Hängen und Würgen geschafft. Und deswegen, hurra, wir leben noch, war für uns natürlich ein Ansatz zu sagen, ja, auch nach diesem Desaster, wir sind aber noch da. Und die Doppeldeutigkeit kam dann über das Thema Corona. Auch da lebten wir Gott sei Dank noch. Wir hatten also diese Pandemie heute, ne? Bis dato überstanden. Das gilt auch bis heute. Und ja, das war der Anlass, warum wir dieses Motto damals gewählt haben. Und das Spiel selbst ging dann eigentlich eher so los, wie es die Vorsaison schon hat vermuten lassen. Wir lagen sehr schnell wieder zurück gegen Hertha, haben uns dann aber kurz vor der Pause gefangen, den Ausgleich gemacht und das Spiel am Ende 3-1 gewonnen und sind mit einem Sieg in die Saison gestartet. Ja. Jetzt muss man ja ehrlicherweise sagen, es gab ja vorher schon dieses DFB-Pokalspiel, ne, gegen Jena, wenn ich mich recht erinnere, das jetzt sagen wir mal gewonnen, aber nicht so richtig geil war, wo man auch schon dachte, boah, ey, das wird eine ganz schwierige Saison. Ne? Umso wichtiger war das natürlich so, in die Liga zu starten, dass man das Ding noch umlegt und reinkommt. So. Das nächste Spiel dann direkt schwierig, ich gehe mal hier durch, ne? War dann in München. Ne? Oh, ja, eigentlich eine leichte Aufgabe, ne? Ja, ich würde sagen, wir haben zwar ausgeglichen, aber das war dann am Ende leider nichts. Ja. Aber eine Sache war schon sichtbar und das hatten wir beim nächsten Spieltag auf dem Shirt stehen. Und da stand nämlich, das haben wir glaube ich auch schon hier, Überfallkommando. Abteilung Attacke. Richtig. So, und das war der Fußball, der sich unter Steffen Baumgart damals schon abzeichnete. Und wir waren ja wirklich selbst überrascht, erschrocken, wie aggressiv unsere Jungs auf dem Platz da unterwegs waren. Ne? Und das haben wir zum Anlass genommen und sind zum Geisbockheim gefahren, haben uns ein Training angeschaut, um uns da auch mal wirklich vor Ort anzugucken, wie trainiert man denn Abteilung Attacke. Ne? Und wir waren sehr beeindruckt, haben nachher auch ein schönes Foto mit Steffen Baumgart gemacht, ich erinnere mich. Und das Spiel gegen Bochum hat das Motto bestätigt. Denn auch das haben wir gewonnen, also das zweite Heimspiel hintereinander. Ich glaube, da lagen wir allerdings auch zurück, ne? Sogar mit Chance auf 0:2, aber ich krieg's nicht mehr ganz genau auf die Kette. Fakt ist auf jeden Fall, diese neue Art Fußball zu spielen, die war da schon
ja nicht nur absehbar, sondern sie war eigentlich schon Gesetz. Ja. Ne? Und wir sind in die Saison gestartet mit, also es zeigte sich relativ früh eigentlich, das könnte eine ganz coole und nicht so sorgenvolle Saison wie die letzten werden. Ne? Also man hatte schon das Gefühl, okay, also jeder Punkt ist natürlich mega wichtig am Anfang, damit man so richtig in den Lauf kommt. Das hat ein wahnsinnig gutes Gefühl gemacht, dass man da schon ein paar Sachen auf dem Konto hatte. Ne? Apropos gutes Gefühl, also herrlich wirklich. Also Kölle am Strand nur zu empfehlen. Allerdings bitte vorher eincremen. Wir sind auch eingecremt, damit wir nicht wieder denselben Sonnenbrand davontragen wie beim letzten. Wir eher so die südlichen Typen sind. Ne? Wir sind mediterrane Typen, die eigentlich für sowas prädestiniert sind. Ne? Dann gab's noch, da kam sofort ein weiterer legendärer Spieltag, nämlich eine Auswärtstour nach Freiburg. Ja. Da war ich nicht dabei, aber du hast Unfassbares erlebt. Das lässt sich nachlesen auf der Seite auch nochmal. Aber 2 Sätze dazu vielleicht? Ja, das war die Story mit dem alten Mann, den wir im ICE kennengelernt haben. Und der sagte, er wäre jetzt nach Freiburg aufgebrochen, um dort vor Ort irgendwie kurzfristig noch eine Karte zu ergattern, was ja utopisch war, weil das Spiel war ja bis unter das Dach ausverkauft und viele FC-Fans hatten im Vorfeld keine Tickets gekriegt. Und ich war damals mit dem Martin Schlüter unterwegs und der hat unser kölsches Herz also sowas von erwischt in dem Moment. Und dann haben wir ein paar Telefonate geführt und konnten ihm dann über den Carsten Wettig und über den Ho tatsächlich eine Karte organisieren, die er in Freiburg dann in Empfang nehmen konnte. Und dann sind wir mit ihm sogar noch zusammen ins Stadion gegangen. Also ein wunderschönes Erlebnis war das. Und das Spiel selbst, 1:1 ist es ausgegangen. Wir führten lange 1:0 und haben dann in der 90. noch den Ausgleich kassiert. Führten durch Anthony Modeste. Und am Ende fühlte es sich ein bisschen wie eine Niederlage an, aber es war natürlich auch ein sehr wertvoller Punktgewinn. Absolut. Ja? Danach kommt Red Bock verpasst Prügel. Da wollen wir jetzt nicht mehr allzu viel Worte zu. Wobei das ein geiles Motto war. Das Motto ist wunderbar, ja. Ja. Also wir wollen das ja nicht selber loben, doch wir wollen es schon, ehrlich gesagt. Wir machen es auch einfach mal. Ne? Eigenlob stimmt. Stimmt, Eigenlob stimmt. Manchmal. Ne? Und dann kam die tolle Tour nach Frankfurt. Das war auch nochmal so ein geiles Ding. Ne? Ja, und da haben wir ja auch unentschieden gespielt. Das war so die Unentschiedenzeit. Ne? 1:1 haben wir da häufig gespielt. Und da erinnere ich mich vor allen Dingen auch an das Thema Abführmittel. Ja, stimmt. Ne? Also schöne Grüße an die Kollegen aus Frankfurt. Ja. Da haben wir Abführwein getrunken. Ja. Danach gab's Gäste aus dem Süden, nämlich Fürth kam dann und wir hatten das Motto auf den Teppich und Abflug, ne? Weil wir einfach auch gespürt haben, dass wir auf der einen Seite jetzt nicht so völlig abheben dürfen. Ja. Weil einfach die Saison so geil läuft, also für Kölner Verhältnisse. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich schon der Wunsch da, dass man jetzt auch so einen Gegner wie Fürth wegkloppt. Also, also 2 Seelen in unserer Brust. Also ja, und das hat ja geklappt. Also wir sind abgeflogen, wir haben die Fürther geschlagen. Schon wieder ein Heimspiel gewonnen. Ne? Das war ja unglaubliche Serie. Und was kam dann? Dann kam was nicht so Schönes. Das heißt, gemischte Gefühle. Wir sind nach Hoffenheim. Ach die Scheiße. Es war insofern geil, als dass wir mit dem Wilden Süden dann, gab es eine große Fete und so. Das war eigentlich alles ganz schön mit der ganzen Familie. Wir haben übernachtet, nicht in Hoffenheim, sondern in Heilbronn. 5:0, ne? Und dann haben wir Oder aber 6:0. in Hoffenheim, genau, 5:0 sind wir unter die Räder geraten. Und das Schreckliche war, dass dieses Stadion war keine Sau da. Ja. Die Hoffenheimer selber hat das gar nicht berührt. Also die Leute, die da waren, glaube ich, auch eher, um zu gucken, ob der Rasen noch grün ist oder so. Also das war ja, die wollten ja noch nicht mal jubeln. Nein, keiner hat gejubelt. Nein. Ja. Das war steht auch bei uns im Bericht so drin. Also wir haben lauter geheult, als die gejubelt haben. Ne? es war wirklich ein ganz schreckliches Erlebnis fußballerisch. Ne? Ja. Das einzig Lustige war, dass wir so ein Foto gemacht haben mit diesem komischen Maskottchenvogel da. Können wir kurz einblenden. So, und später haben wir erfahren, der ist selber kein Hoffenheim-Fan. Das finde ich am allerlustigsten, ne? Dass sie nicht mal jemanden finden, der dieses War das Ding die schlechteste trägt. Saisonleistung? Ich glaube, da fällt mir noch was anderes so ein. Ja, also wie viele wirklich schlechte Spiele gab es ja nicht. Das war eins der beiden, denke ich mal. Also Union Berlin fällt mir spontan noch ein. No, ich glaube, wir hatten auch noch was mit jemandem, der jetzt Relegation spielt. Im DFB-Pokal. Ach so, ja, okay, alles klar. So, das war jetzt nicht so richtig berauschend. Ja. Ne? So, danach, Heimspiel gegen die Pillen, für die wir einen neuen
Spitznamen kreiert haben. Das Motto war, das habe ich sogar da. Ja, hast du doch da. So, ja, habe ich da. Ne? Die Spritzer, Ja, ne? ja, wir Modest, ihr Monsanto. Und durch das Monsanto-Thema haben wir dann den Spitznamen die Spritzer anstatt die Pillen kreiert. Ne? Ja. Machen die überhaupt noch Pillen? Ja. Ja? Schon ein paar machen sie schon noch, ne? Aber sie spritzen auch ganz Aber ordentlich. Spritzen, Ne? das Thema Spritzen ist doch ihr größtes Business mittlerweile. Ne? Ja, wenn man das Business nennen kann, wir haben das ja beleuchtet in der PK, vielleicht guckt er da auch noch mal rein, ne? Dass das natürlich kein sehr richtig geiles Geschäft war mit Monsanto, sondern eher so nach hinten losgegangen. Ne? Ja, und das Spiel selbst bestätigte unser Motto ja auch. Also wir Modest. Und der hat ja zweimal getroffen in diesem Spiel, nachdem wir 0:2 zurücklagen. In der ersten Halbzeit haben sie uns ziemlich dominiert. Ja. Aber die zweite Halbzeit mit den beiden Modest-Toren hat dann zu einem verdienten 2:2 Endergebnis geführt. Und unser Motto war mal wieder auf den Punkt, würde ich sagen. Ja, genau wie immer. Also Eigenlob stimmt. Ne? So, dann gab's eine völlig verrückte Sache, nämlich DFB-Pokalspiel gegen Stuttgart. Ach das, ja. Und wir sind im Gaffel am Dom. Und die Geschichte. mega lustig, Herrlich. ja, und haben das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass vor unserem Spiel bereits eins stattfindet, und zwar Karlsruhe gegen Leverkusen in Leverkusen. Ja. Und die Karlsruher hauen die Spritzer raus. Ja, Das hatte etwas früher angefangen, ja, ne, das das hat ja Spiel. früher angefangen. Und die kamen auf dem Heimweg quasi auf dem Weg zum Bahnhof, ne, im Gaffel am Dom vorbei. Und sehen uns da, und dann haben wir gefeiert, wie die Verrückten. Das war natürlich mega, mega lustig, weil die haben gesagt, so, jetzt schlagt ihr bitte auch noch die Stuttgarter. Ja, ne? genau. Weil wir haben für euch die Karlsruhe und Leverkusener Stuttgart ist ja so, ne? Ist ja wie wir und Gladbach. Ja, die sagen immer, es gibt badische und unsympathische. Ne? Weiß jeder, wer was ist. So, das war jedenfalls sehr, sehr lustig, hat total Spaß gemacht. Ja, und Super die Jungs. Taktik mit dem zweiten Anzug antreten hat in dem Spiel ja auch noch funktioniert. Ja, ne? genau. Dann kam Modest rein, hat sofort das Ding gemacht. Und wir haben das Spiel 2:0 gewonnen. Wenn ich jetzt hier weiter durchklicke, dann sehe ich als nächstes Kevin Großkreuz. Ach so, Dann in weißt Dortmund, du, ja, den haben wir siehste, getroffen. Ja, genau. klar. Ja, war eine sehr nette Tour. Ja. Wie immer eigentlich in Dortmund. Gott und die Welt getroffen. Das Spiel selbst haben wir verloren. Gar nicht so schlecht gespielt. Ich glaube auch 2:0, ne? Oder wie war das? Ich weiß, ich krieg's nicht mehr genau hin. Kommt ja alles Auf jeden nachlesen Fall, natürlich, ne? das kann man Lese ich alles, rein. ja, richtig. Ja, richtig. Wir waren auch sehr aggressiv auf dem Platz. Doch, jetzt erinnere ich mich schon wieder. Und haben aber die wenigen Chancen, die wir hatten, nicht reingemacht. Und dann geht Dortmund irgendwann in Führung. Und da mussten wir aufmachen, fangen uns nachher das 2:0. Ja. Und ja, aber trotzdem, das Gastgeschenke. bestätigte alles auch unseren neuen Spielstil, unsere neue Kontinuität irgendwo. Also wir waren vor allen zufrieden Dingen nach das dem nicht- Spiel, das weiß nicht- ich noch. Genau, das nicht aufhören war das Relevante. Ja, ne? genau. Das kennen wir ja von uns eigentlich nicht so richtig. Ne? Dann, wenn du einen auf die Nase kriegst, dann brechen die gerne mal ein. Oder war das früher so? Ne? Und das ist ja heute überhaupt nicht so. Und wir bleiben bei unserem Stiefel und spielen den weiter und versuchen weiter unsere Chance zu suchen, spielen weiter nach vorne. Ja. Das war schon richtig, richtig toll. Und deswegen kann man auch mal, da kann man das Spiel verlieren und geht trotzdem total happy nach Hause. Ne? So, wie ging's weiter? Oben hui. Oben hui und Pfui. Pfui. Das Ja. war für uns die Ah, Situation quasi Fahrstuhl, in welche Richtung geht Ja. jetzt die Saison weiter. Das war so ein Trendspiel, ne? Also so ein bisschen die Entscheidung, orientieren wir uns jetzt für den Rest der Saison oder für den nächsten Teil der Saison eher nach unten oder Genau. können wir tatsächlich schon mal nach oben schauen? Ne? Genau. Also oben hui wäre natürlich geil, unten wäre Pfui. Ja. Und in welche Richtung ging es? Moment, das Spiel war gegen Union Berlin, also jetzt kein Lieblingsgegner, okay. muss man klar sagen. Ne? Und es ging in gar keine Richtung. Der Fahrstuhl ist stecken geblieben. Ja. So, hier steht Union von der Schippe gesprungen. Also wir haben quasi das Unentschieden uns erkämpft. Haben wir Das ist zurückgelegen jetzt, auch. genau. Ne? Wir sind ja oft zurückgekommen in dieser Saison. Ja, das stimmt. Ja. So, dann gab es ein Spiel gegen Mainz. In Mainz. In Mainz, ja. Leider mit Verletzungen, ne, wenn ich das richtig Da hat Sally erinnere. Oetschan getroffen, ne? Zum 1:0. Ja. Oder nee, zum 1:1. Wir lagen wieder zurück in Mainz. Ja, Ja. Ah. ja. Es war auf jeden Fall. Wer hat sich verletzt? Hector? Das weißt du es noch? Ich weiß es nicht mehr Das genau. kriege ich auch nicht mehr hin. Nee. Ja, ihr müsst es aber jetzt nicht irgendwo unten reinschreiben, weil es ist ja alles nachlesbar, wenn wir löchriges Gedächtnis haben. Ja. Darum geht's nicht, sondern eher tatsächlich um
um das Gefühl, was man verbindet mit der Zeit. Und jetzt kommt was geil war als Gefühl, nämlich das kann ja nur das Derby gewesen sein, Rüben ne? schlagen, Ruhm ernten. Das Ding hast du mit das und hab ich zeig dabei. was anderes. Ja, ich erinnere mich natürlich, das war unsere 100. PK. Ja. Und das Motto, Rüben schlagen, Ruhm ernten. Und das gleichzeitig natürlich die Aufforderung an unsere Jungs, sich unsterblich zu machen mit einem Derby-Sieg. Und sie haben es genutzt. Und mittlerweile wissen wir ja auch, dass wir es sogar zweimal gegen die Gladbacher geschafft haben, in diesem Jahr das Derby zu gewinnen. Also wir haben richtig Ruhm geerntet, unsere Spieler. Es sind Derby-Helden geboren worden in beiden Spielen. Und in diesem ersten Heimspiel, weiß ich noch genau, als Marc Uth das 2-1 machte, unmittelbar nachdem der Ausgleich gefallen war für die Gladbach, wo man eigentlich dachte, so jetzt kippt das Spiel, macht Marc Uth das 2-1 und 60 Sekunden später, also Anpfiff und sofort fällt das 3-1 durch André Duda. Ein legendäres Spiel mit einer Weltklasse-Leistung von Salih Özcan. Ja. Und dann haben wir den Hoodie kreiert, ne? Das haben wir ja vorher. Das Schöne ist ja, wir sind ja in die Vollen gegangen vorher, ne? Und haben hier mal einfach hier große Fresse gezeigt, ne? So, und haben gedacht, jetzt machen wir uns einen Hoodie. Die will ich jetzt nicht mehr anziehen. Boah, ist das heiß hier, ne? Aber da war es noch nicht so heiß, ne? So, und wir haben gesagt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir machen uns einen Derby-Sieger-Hoodie. Den kann man dann wegschmeißen, wenn es nicht klappt. Ne? Aber wir mussten ihn nicht wegschmeißen. Aber man kann ihn auch tragen. Danke, ne? Jungs. Ne? Große Fresse-Edition war das, ne? So haben wir das genannt. Genau, große Fresse-Edition. Und nichts ist geiler, als ja eine große Fresse Art. haben am Anfang. Nein. Ne? Und dann Recht behalten. Dann also klappt's, es war wirklich ein innerer Vorbeimarsch allererster Güte. Ein mega Spaß. So. Ja, super. So, weißt du, was lustig ist? Ich kann überhaupt nichts sehen hier, weil es viel zu hell ist für so einen Schwachsinn hier. Ne? Wir hatten sogar einen Sonnenschirm dabei, mussten den aber über die Kamera tun, das könnt ihr nicht sehen, damit die Kamera nicht zu heiß wird. Und deswegen müssen wir jetzt hier brutzeln. Sehr lustig. Ja, und dann kommt der Spieltag Nummer 14, Bielefeld. Schwach gespielt. Ach so, in Bielefeld, ja. Trotzdem gepunktet. Ne? Ja, das war echt ein schwaches Spiel. Und dem sind wir dann in Führung gegangen. Ne? Und fangen uns nachher noch den Ausgleich. Ja. So, dann geht's weiter. Ich meine, wir wollen jetzt nicht uns überall wahnsinnig lange aufhalten. Ne? Dann hatten wir, wie wir finden, ein sehr schönes Motto, nämlich unsere Horde, unsere Festung. Das Spiel war gegen Augsburg, 15. Spieltag. Ja. Thema Horde war natürlich. Ne, das war der Geburtstag der Horde. So ist es. War das. Genau. Ja. So. Und man muss dazu sagen, ne, dass natürlich die aktive Fanszene, die gesamte Südkurve, ja nicht da war. Ne? Also es ist ja, es gab ja keinen Support von den sogenannten Ultras. So. Und das muss man sagen, war natürlich manchmal auch echt bitter. Also es gab schon so Spiele, ne? Ich denke gerade an Leverkusen, wo gar keine Stimmung war. Ja, da ist es egal. Ne? Aber, also man hat ja gemerkt, ohne die Ultras ist einfach eine völlig andere Stimmung. Und wie ich finde, und du findest es ja auch, das weiß ich, eine viel schlechtere Stimmung. Ja. Und unsere Hoffnung war natürlich damals auch schon, dass sie bald wieder reinkommen. Es war noch nicht der Fall, aber wir haben ja an dem Tag erstmal ihren Geburtstag gefeiert, haben den Schell noch am Stadion getroffen, das weiß ich noch. Ja. Und das Spiel gegen Augsburg war auch ein ziemlicher Schuss in den Ofen, brauchen wir gar nicht mehr großartig drüber reden, glaube ich. Und danach kam ein völlig schräger Spieltag für uns, was das Erleben anbelangt. Wir haben nämlich zu Hause geguckt gegen Wolfsburg und zwar getrennt voneinander. Da gab es auch irgendeine Quarantäne-Problematik, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Ja. So, das ist aber total interessant, wie sehr man das schon wieder vergisst. Ne? Also ich glaube, diese ganzen Thematik von, man konnte nicht mehr ins Stadion, also wir hatten ja mal sogar ein Spiel, wo wir gar nicht vor die Tür konnten, ne? Also wo sozusagen der Abend Ausgangssperre war und das Spiel war zu spät zu Ende, dann konnte man deswegen nicht gemeinsam gucken. All diese Dinge, kann man nachlesen, weil man vergisst das natürlich total. Ja. Dass das nicht Gott sei Dank vergisst man es auch. Ja, ne? Aber das ist auch gut. Es ist in jedem Fall interessant, sich das nochmal wieder vor Augen zu führen, was das für eine Saison war. Mit Höhen und Tiefen, also im Sportlichen eigentlich nur Höhen, aber was diese Corona-Thematik, Stadionbesuch, darf man jetzt rein oder nicht, diese ganzen Schwierigkeiten beim Testen und Impfnachweis und was man da alles vorzeigen musste. Ja.
Schwierig. Das war schwierig, genau. Aber Modest hat das Ding gewonnen, ne? Also die Mannschaft hat's gewonnen und er hat am Ende nochmal ein freches Interview gegeben und schöne Grüße an Herrn Schmatke rausgeschickt. Das hatte eine gewisse Komik, ne? Genau. Ja. Das war schon auch wieder ganz lustig, ne? Was hat er gesagt? Ne? Es ist besonders schön gegen die Mannschaft von Schmatke Ja, genau. Ja. zu gewinnen. So, was war das nächste Heimspiel? Ja. Das nächste war mal wieder gegen Stuttgart, ne? Die sind ja unser Dauerthema diese Saison quasi. Okay. Ne? Also Spätzleheim Partytime. Spätzleheim Partytime. Da muss man dazu sagen, also kurz vorher deutete sich ja schon sehr stark an, dass das Thema Werle irgendwann jetzt mal einem Ende entgegengeht beim 1. FC Köln. Ja. Also wir waren da sehr erfreut, als das sich abzeichnete. Und das wollten wir auf dem Shirt dann passend zum VfB-Spiel natürlich auch kundtun, diese Freude. Ja. Und so kam das Motto zustande. Richtig, ne? Und das Ganze natürlich ein bisschen verbunden mit der Vorstellung, dass der künftige Vorstandsvorsitzende der Stuttgarter einen Zweitligaverein vorsitzt. Das ist am Ende, wie wir wissen, nicht so gekommen. Ja. Ne? Aber alles gut. Ne? Die Stuttgarter haben sich mächtig gefreut und das war ja auch zum Teil zumindest nett anzusehen. Ja. So, damit war die Saison. Ja, und wir haben das Spiel 1-0 gewonnen durch ein spätes Tor. Ja, das meine ich. Also wir haben unsere Aufgaben an der Stelle zumindest getan, später nicht. Ne? Ja. So, Hinrunde Ende. Ja. So, und wir fangen wieder von vorne an, nämlich dann wieder gegen Berlin, ne? Die mittlerweile schon auch klar Sorgenkind waren. Ja, recht hast du. Kommt die Fähre, da ist sie. Das ist natürlich eine lustige Fähre, ein Riesending. Ne? Ja. Ob man da auch mit dem Auto drauf darf? Ja, dann singt die aber. Geil. Also, Hertha und schon wieder geile Start in die Runde. Ja, in Hertha haben wir auch gewonnen, ne? Richtig, genau. Super geil. Genau. Mega. Ja. Dann kommen die Bayern. Das war insofern lustig für uns, als dass wir uns das kleine Husarenstück erlaubt haben, vor dem Bayern-Bus zu fotografieren und da zu stehen. Am Hyatt war das, ne? Ja, genau. Am Hyatt in Deutsch. Mit Bayern-Fott, Katar-Boykott. Ja. So, was wir mit Bayern-Fott Da meinen. hat noch einer an den Bus gestrollt. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Stimmt. Ja. Also wir nicht, wir waren es nicht. Wir dachten schon, wir sind echt verwegen, ja, mit so einer Kritik. Wir standen überall irgendwelche Aufpasser rum und uns mit einer kritischen Aussage da vor den Bus zu schmuggeln, das fanden wir schon richtig klasse. Und dann zieht einer seine Hose runter und strullt dagegen, ne? Wie der dann noch weggekommen ist. Und sein Kumpel hat ihn sogar noch fotografiert, ne? Weiß ich noch. Ja, das war wirklich. Das zeigen wir aber jetzt nicht, weil wir haben das auch wiederum fotografiert. Ja. Egal. Ja. Nee, das läuft in der Privatsphäre hier. Ja. Dann kam eine schwarze Stunde. Also ich würde mal sagen, schlechtestes Spiel. Das ist das schlechteste Spiel der Saison gewesen und wir haben Millionen verschenkt, leider. Nämlich haben wir gesagt damals. Hier, ne? ne? Ja. Genau. Ihr erinnert euch, ne? Unsere Stunde kommt, eure Uhr läuft ab, war mal zu Stöger-Zeiten Motto. Ja. Ja, und das, was gegen Stuttgart in der Runde zuvor geklappt hatte im DFB-Pokal, ist gegen den HSV in die Hose gegangen, nämlich mit dem zweiten Anzug anzutreten. Und dann hatten wir Riesenchancen in den ersten 20 Minuten, weiß ich noch, da konnten wir 3-0 führen, mindestens. Und irgendwann macht der HSV das 1-0, gewinnt das Spiel und wir stehen bedröppelt da. Und das war tatsächlich für mich der Tiefpunkt der ganzen Saison. Ja, unterschreibe ich. Gebe ich sofort meinen Klaus Heinrich runter. Ja. Und auf einer anderen Art ging es genauso furchtbar weiter, aber nicht deswegen, weil das Spiel furchtbar war, sondern in Bochum waren wir schon wieder vollkommen ohne Publikum. Und das ist gegen Gegner wie Bochum ja einfach ein Jammer, ne? Weil da ist immer geil was los. Eine der geilsten Auswärtstouren, ne? Überhaupt, genau. Freuen wir uns jedes Mal wie blöd. Ja. Und dann bist du zu Hause und musst dir halt, das Spiel geht dann unentschieden aus, ja. Musst du dir halt da angucken, ist eigentlich echt verschenkt. Wobei, das war so ein schöner Heber von Modest kurz vor der Halbzeit, ne? Weiß ich noch. Und wir haben dann damals getextet, jetzt heben wir erstmal einen. Erstmal einen heben, ne? So, dann allerdings war was Schönes und zwar haben wir Freiburg zum Vorbild ausgerufen. Kann sich jeder denken, warum. Ne? Also Jugendarbeit, ganz lange kontinuierliches Arbeiten und so weiter. Fußball und nicht der ganze Brimborium. Ja. So, und wir haben das Vorbild besiegt. Das war ein mega Ding. Ne? Ja, 1-0. Und dann haben sie den Ausgleich gemacht und der wurde aber nicht gegeben wegen Videoschiedsrichter. Und ich weiß noch, beim Dreh der PK haben wir am Geisbockheim gedreht, haben wir den Jeff Chabot getroffen. Grüße gehen raus. Grüße an dich, lieber Chabot.
Und war eine schöne PK. Hat Spaß gemacht damals. Ja, das Leipzig-Ding schlabbern wir wie immer, würde ich sagen, und gehen sofort nach Frankfurt. Ne? Ja. Das war Spieltag Nummer, was ist das? Ich kann das gar nicht lesen, ist viel zu hell. Jetzt 22 würde ich, nee. Hessen fressen auf jeden Fall. Ja, das weiß ich noch. Genau. Hessen fressen, Kölsch trinken. Kölsch trinken. Ich hätte auch langsam durch, muss ich sagen. Ja, so langsam. Unfassbar heiß, ja. Leute. Ne? Ja, das haben wir 1-0 gewonnen, weiß ich noch. Da haben wir im Osten gesessen, weil wir konnten nicht unsere Stammtickets haben auf den Dauerkartenplätzen und saßen dann, und ich weiß noch, Kostic, der war uns mehrfach ganz nah und hat von uns ziemlich derbe Sprüche abgekriegt und war auch sehr schlecht in dem Spiel. Ja, weil der schimpfte selber die ganze Zeit. Das ging einem wahnsinnig auf den Sack. Ne? Also der spielte schlecht, was gut war für uns, aber motzte die ganze Zeit, beschwerte sich. Ja. Also die Hessen waren ziemlich schlecht verdaubarer Happen. Ne? Ja. So, dann ging's eine legendäre Auswärtstour, auf die wir uns ewig gefreut haben, weil wir die lange Zeit schon vorhatten, nach Fürth. Ne? Hintergrund ist der, dass wir da mit dem Klaus Kriesch und dem Volker Heißmann, der Vizepräsident ist von Fürth, über lange Zeit Kontakt hatten wegen einer PK damals, wo die beiden aufgetreten sind bei uns. Ne? Nun da ist eine richtige Fanfreundschaft, vor allen Dingen zu dem Klaus draus geworden. Und wir haben uns ja auch schon mehrfach getroffen, auch im Hinspiel in Köln. Der kam angejoggt vom Geisbockheim bis zum Bütchen. So, damit er uns sieht. Ja, also ist ja unglaublich. Ne? Ja. Irgendjemand hatte dem gesagt, fahr aus der Südstadt, ist kein Problem, kann man zu Fuß zum Stadion. Das hat er dann gemacht. Es zog sich aber wohl etwas. Ja, ne? Allerdings, ja. Und da haben wir ein Fässchen ins Stadion geschmuggelt, sogar 2. Ja, das stimmt. In Fürth. Ja, das stimmt. Genau, als Gastgeschenk. Ne? Ja. Ansonsten haben wir leider auch noch Gastgeschenke gegeben. Ja, ne? Also das war jetzt Spiel nicht so geil. Ja. Dann kommt das Spiel gegen Hoffenheim. Das ist fußballerisch, müssen wir gar nicht drüber reden. Da hatten wir dieses Freiheitsshirt, weil der Ukraine-Krieg jetzt plötzlich ausgebrochen und Thema Nummer 1 war. Ja, da haben wir gedreht bei der Demo an Rosenmontag so am war Rudolfplatz. Genau. Und also das war wirklich auch ein einmaliges Erlebnis. Und wir haben das zum Ausdruck gebracht, auch auf unseren Shirts. Das Spiel selbst haben wir verloren, ne? 0-1. Du kannst das an unseren Gesichtern, auf dem Foto kannst du das relativ gut ablesen. Ja. Und ich glaube, das war nicht nur die Trauer über den Krieg, aber auch irgendwie war das alles so, also das Fußballerische war völlig nachgeordnet, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja. Und ich meine, der Krieg läuft nach wie vor an und irgendwie das Schreckliche ist ja, dass ich möchte nicht sagen, man gewöhnt sich an allem, ne? Aber tatsächlich, das Leben geht halt irgendwie weiter und auch wenn man da ständig hinschaut und guckt, was man tun kann, ne? Ist es nicht mehr ganz so präsent wie vorher. Anderes Thema. So, was Schönes. Ja. Leverkusen. Oh, die Tour nach Leverkusen. Ja, das war natürlich wirklich geil. Ein weiterer Sieg gegen den verhassten Nachbarn. Das Hinspiel hatten wir ja 2:2 gespielt, haben wir eben schon drüber gesprochen. Und jetzt im Rückspiel haben wir 1-0 gewonnen. Das war das Spiel, wo sich Florian Wirtz so schwer verletzt hat. Ja. Und wir nachher durch dieses sensationelle Tor von King Schindler das 1-0 gemacht haben. Also an der Stelle würde ich gerne eine Sache sagen. Und zwar die Familie Wirtz und auch der Florian Wirtz haben sich null beschwert darüber, dass es Schmähgesänge gab, auch obwohl er da lag. Ja, das kriegt ja keiner im Stadion so ganz genau mit, wie schwer der jetzt verletzt ist oder nicht. Das ist ne? So, es gab weiterhin Schmähgesänge. Da haben sich die Journalisten aufgeregt an deren Stelle. Ja, was für ein Quatsch. Die wissen schon auch, ne? Also die Familie Wirtz, glaube ich, weiß genau, wie es im Fußball ist. Ja, und das läuft auch nicht immer so super schön und sauber, aber da jetzt eine Affäre draus machen, weiß ich nicht. Also für mich viel wichtiger bei diesem Spiel war tatsächlich die Tatsache, dass wir verdient in Leverkusen gewonnen haben. Der hat, das haben wir ja auch geschrieben hier, dieser Stürmer hat mehrere Luftlöcher getreten, der Leverkusener. Das ist ja nicht unsere Schuld. Ne? Also wenn der die Dinger nicht reinmacht, dann müssen die Leverkusener über sich selbst nachdenken und nicht darüber, ob das jetzt für uns ein unverdienter Sieg gewesen sein soll. Ja. Der Sieg war verdient und er war geil. Und wir haben nachher gefeiert im Stadion noch. Wir sind, glaube ich, als einer der Letzten aus dem Stadion raus. Ja.
Und das ging runter wie Öl und der Gang an der Dünn zurück zum Bahnhof. Ja, die Polizei hat uns noch geschubst, damit wir schneller gehen. Die Polizei wollte dann noch einen kleinen Aufstand machen. Die waren auch schlecht gelaunt. Ja, komisch, ne? Und das war die Tour nach Leverkusen. Ja, da war der Schalter fast schon komplett umgelegt und beim nächsten Spiel gegen Dortmund hieß es dann Abstieg Ade, Europa, ole. Ja, genau. Ja. Und da waren wir dann gesichert. der Abstiegssorgen auch wirklich, waren wir so quitt. Ja. Da ging der Blick nach oben, von Steffen Baumgart noch nicht offiziell ausgerufen, von uns damals schon. Also wir waren da etwas schneller, haben ja auch nichts zu verlieren an der Stelle, so wie er. Und ja, dann sind wir wieder... Da hatten wir eigentlich Schwung und gedacht, so jetzt geht es los. Ne? Und dann kam das Spiel gegen Union wieder. Man denkt, jetzt geht's los, ne? Auf nach Europa. Ja. Und dann dieser unselige, tragische Rückpass von Hector. Und, ja, das war ein richtig schwaches Spiel auch in Union. Also zusammen mit dem Auswärtsspiel in Hoffenheim für mich die schlechteste Saisonleistung bei Union. Ja. So, jetzt dachte man, oh Gott, jetzt verspielen wir das alles wieder. Aber dann kam das Spiel gegen Mainz, wo man auch dachte, Scheiße, es geht der Berger Raff. Aber da haben wir Druck rausgenommen, ich erinnere mich. Weil wir haben gesagt, Leute, also wir müssen, selbst wenn es jetzt nichts wird mit Europa, war das nicht da, wo wir sogar noch an der JVA gedreht haben? Ja, wir haben in der JVA gedreht. Haben wir das eigentlich? Wir haben doch gesagt, keiner kommt ins Gefängnis, wenn wir Europa nicht schaffen. Ne? Da. Leckens am Arsch. Ich hab das, ne? Hier, da. Ja, alles kann, nichts muss. Alles kann, nichts muss, habe ich dabei. Ne? Genau, das war die Überlegung. Ne? Wir nehmen ein bisschen Druck raus. Ne? So, genau. Also für uns selber natürlich. Ne? Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass die Mannschaft im Wesentlichen sich von uns hier an uns orientiert, aber wäre doch schön. Ne? Leute, könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Ja, selbst wenn sie sich unwesentlich an uns orientieren, wäre das ja auch schon okay. Ne? Solange sie nicht ganz so bekloppt werden, ist das völlig in Ordnung. Ja, genau. Ne? Jedenfalls war das natürlich ein irres Spiel. Ne? Und direkt nach diesem Comeback. Ja, also da muss man schon noch mal genau. Und nach 0:2, 3:2, ich bitte dich. Also das war ja einer der Gänsehautmomente der ganzen Saison. Also wirklich ein Highlight. Wann haben wir das mal gedreht? Das letzte Mal war Bayern München 2011. Ja. Dass wir zu Hause ein 0:2 in ein 3:2 gedreht haben. Also alles kann, nichts muss. In diesem Fall konnte einfach alles. Ja. Aber du weißt, warum ich so ungeduldig war jetzt, ne? Was kommt danach? Ach so, jetzt spielen wir wieder in Gladbach. Ne? Jo, ich würde sagen, das war ja nicht minder großartig. Ne? Also da zeige ich jetzt einfach auch noch mal hier unser Derby-Sieger. Das ist ja auch ein Klassiker unter den Shirts. Einfach Derby-Sieger. Ich hatte es damals ja auch mit im Stadion in Gladbach. Und dieses Spiel, also das war mein persönliches Highlight, und zwar die Art und Weise, wie wir Gladbach wirklich gedemütigt haben. Man kann es nicht anders nennen. Ne? In der 5. Minute machen wir das 1:0 und zur Halbzeit führen wir 3:0 und wir spielen Gladbach in Grund und Boden. Wir singen Gladbach in Grund und Boden in der Kurve, und Döp, Döp, Döp habe ich in meinem Leben noch nicht so leidenschaftlich gesungen wie nach dem 3:0 für den 1. FC Köln. Ja, wunderbar. Ein Träumchen. Ja, da fingen wir ein bisschen an zu träumen. Tatsächlich auch. Ne? Das nächste Motto war nämlich Colonia Fantastica. Ja, ne? Mit Schreibfehler übrigens. Ne? Meine Schuld. Ne? Fantastica mit K. Ne? Mit K geschrieben. Ja. Ne? Also da ging es wirklich mit mir durch, muss ich sagen. Die Italiener werden es uns verzeihen. Ja, wir haben es korrigiert dann später. Ne? Aber also auf dem Shirt nicht. Da haben wir natürlich gedacht an einen Song von früher, Colonia Fantastica. Wir haben den ja auch gesungen in der PK. Und das war die Phase. Also unsere Brust wurde ja immer breiter. Ja. Und nach dem Derby-Sieg jetzt das Spiel. Welches Spiel war das denn überhaupt nochmal? Gegen wen? Das war gegen Bielefeld. Gegen Bielefeld, okay, ja. Das war jetzt nicht fantastisch, die Leistung, aber wir haben es auch gewonnen. Ein Pflichtsieg. Ja, genau. 3:1. Und ja, das war die Phase, also Europa nahm seinen Lauf. Genau. Da haben wir vorher gesagt, jetzt gibt es lauter 50-50-Spiele. Ne? Jetzt, ne? Du kannst gewinnen, kannst verlieren, aber plötzlich haben wir die Dinger alle gewonnen. Ja. Und sogar das Ding drauf gegen Augsburg, ne? Wo du eigentlich immer schlecht aussiehst. Ne? Angstgegner Augsburg. Ja, dann haben wir die haben wir sowas von geschreddert. Ne? Ja. Aber gut, das war, wenn nicht die beste Saisonleistung. Ne? Ja. Also dieses 4:1
in Augsburg war so stark wie die erste Halbzeit in Gladbach, wenn nicht sogar. Also das waren Spielzüge aus dem Lehrbuch. Das war der erste FC Köln. Ja. Der 70er, 80er Jahre, wie er leibt und lebt. Einfach unfassbar geil. Und spätestens jetzt, ja, hat ganz Köln den halben Tag mit dem Tabellenrechner verbracht, Ja. ne? Weil man wusste, wir spielen noch gegen Wolfsburg und wir spielen noch in Stuttgart. So, und Stuttgart ist quasi Absteiger Ja. und Wolfsburg ist Für die die ganze geht's um nichts Saison mehr, lang, ne? die geht's nicht und so richtig motiviert sind die eh schon nicht, ne? Und Ja. so, die werden wir jetzt ja wohl irgendwie noch wegkloppen können und dann haben wir dann sogar die Chance auf Champions League, vollkommen irre, ne? Ja. Ja. Und was passiert? Das ist auch hier Champions League, ne, würde ich sagen. Ich sag, Kölle-Riffa. Müssen wir aber schneller laufen, ne, Eine als Woche der fährt. Sandstrand. Ja, gut, das dauert das ewig, ne? So. Aber dann, ja, wie es kommen muss, ne? Gegen Wolfsburg. Ja, irgendwie war die Luft raus nach Augsburg, ne? Also, ich weiß nicht, wir haben alle nur noch auf die Champions League geguckt, beziehungsweise, also die Conference League war ja so gut wie safe. Und die nächste Zündstufe war quasi ausgerufen, nämlich die Euroleague, mit dem Traum sogar noch einen höher zu fliegen in die Champions League. Und das hat nicht nur bei uns Fans, sondern ich glaube auch bei den Spielern irgendeinen Schalter umgelegt, der ja dafür gesorgt hat, dass wir dann die letzten beiden Spiele einfach nicht mehr so hundertprozentig konzentriert waren. Und davon abgesehen, wir hatten ja 4 Spiele gewonnen. Ich meine, Ja, genau. Wie wahrscheinlich ist es, dass man 5 oder sogar 6 Spiele hintereinander gewinnt? Eigentlich gleich 0. Es ist wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Man muss dazu sagen, dass gegen Wolfsburg ja auch, ehrlicherweise, Leistung war ja top, ne? Also wir haben ja eine Chance nach der nächsten rausgespielt. Es war dann irgendwie, man kann sagen, nicht so konsequent. Man kann aber auch sagen, es fehlte das Spielglück, weil wir haben immer auch Spielglück gehabt in der Saison. Ja, wenn der Pfostenschuss reingeht, zu Beginn gegen Wolfsburg, genau. dann wird dieses Spiel wahrscheinlich genauso ausgehen wie das 4-1 in Augsburg. Ja, genau. Dann wird das die nächste Gala. Aber die sind eben diesmal nicht reingegangen, die frühen Dinger. Und dann fängst du dir das Gegentor. Und Wolfsburg hat allerdings auch, ich habe ein paar Spiele von denen schon gesehen in der Saison. Für ihre Verhältnisse haben die da sehr stark gespielt an dem Tag. Dass ausgerechnet Yannick Gerhardt dann das 1-0 macht, ist natürlich der Klassiker. Ärgerlich. Ne? Aber gut. Ist ja immer so. Ne? Solche Geschichten, ne? Schreibt nur der Fußball. Ja, so ist es. Ne? Und dann haben wir gedacht, na ja, Gott, wenn das nicht klappt, dann fahren wir jetzt eben alle in Rot. Ah ja, hier. Ne? Ja. Ne? Ja, ich hab's. Rot. Ja. Ja, Europa, willkommen. Ja. Nach Stuttgart. Und haben wir auch gemacht, war auch als Tour so gesehen, war großartig, aber passiert genau das Gleiche. Also es passiert nicht genau das Gleiche nochmal. Das stimmt nicht, weil das Spiel war tatsächlich schlecht und die erste Hälfte waren wir auch eigentlich sauer. Ne? Ja, erste Hälfte war schlecht. Ja. Aber dann haben sie aufgedreht nochmal und haben es wenigstens probiert. Ja. Ja, und es gab diese 15 Minuten, nachdem Union ausgeglichen, beziehungsweise Bochum in Union ausgeglichen hatte. Wir hatten den Ausgleich zwischenzeitlich geschossen und es fehlte ein Türchen zur Euroleague. Und das war natürlich wirklich spannend. Es gab so ein paar Halbchancen, also wirklich klare Chancen hatten wir nicht. Und irgendwann fällt dann das 3:2 für Union in der 89. Und 2 Minuten später fangen wir uns dann diesen Last-Minute-Treffer von den Stuttgartern. Spätestens da war der Traum von der Euroleague ausgeträumt und klar war man dann enttäuscht. Ich bin aber saufroh, dass nicht Bochum das Ding noch gewonnen hat. Ja. Also wenn wir das jetzt wirklich selber verdaddelt hätten gegen Stuttgart, ich glaube, da hätte ich schlecht geschlafen. Ja. So muss man sagen, okay, ne, also wie du schon sagst, 6 Spiele hintereinander gewinnen ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und 5 von 6 Spielen gewinnen ist auch unwahrscheinlich. Ja. Und da kann man den Jungs, die haben so geile Geschichten geschrieben über die Saison. Kann man denen nur wirklich überhaupt keinen Vorwurf machen. Ja. So, also wir sind da völlig glücklich und jetzt auch nach 1, 2, 3 Nächte drüber schlafen. Dieser 7. Platz ist sensationell und der macht uns glücklich bis in die Haarspitzen. Das fühlt sich richtig gut an. Also man kann sich die Tabelle gar nicht oft genug anschauen. Und alles, was man hätte erreichen können, können wir auf nächste Saison vertagen. Und wir nehmen jetzt diese Conference League und fahren nach Europa. Und ist doch alles Friede, Freude, Eierkuchen, Leute. Absolut. Ja, und apropos fahren nach Europa, also ich finde ja, diese Saison, was ja wieder so eine Saison war, wo du nicht überall hin konntest und wo es so viele Restriktionen gab, Corona-bedingt und so weiter. Wenn wir doch etwas gelernt haben, dann ist das dieses Auswärtsfahren. Das ist ja was total Spezielles. Dieses Gefühl, auswärts unterwegs zu sein. Ja?
darüber würde ich gern einfach auch nochmal ein Wort verlieren, weil wir das auch mit euch da draußen, ja, es ist so geil, dass man sich da trifft, dass man sich in den Armen liegt, dass man gemeinsam da feiert, schunkelt, singt, ja, egal, selbst wenn du verloren hast, dieses Gefühl ist durch nichts zu ersetzen und deswegen bin ich wahnsinnig glücklich, dass wir das wieder können. Also wir kriegen da auch wirklich sehr viel Zuspruch auf Auswärtsfahrten. Das ist eine unglaubliche Community, die sich da trifft. Gut, Und es ist ein Tagesevent, manchmal sogar mit Übernachtung, stundenlang, dass man zusammenhängt mit Freunden. Und oft ist das Spielergebnis jetzt gar nicht so wichtig. Diese Saison hatten wir den Luxus, dass wir oft wirklich die Auswärtsspiele auch noch gewonnen haben. Ne? Also das ist dann natürlich direkt die perfekte Fahrt, wenn du gewinnst und kannst das so richtig entfalten, einfach diese pure Freude. Und naja, also es gab einige Siege, die wir gefeiert haben auswärts dieses Jahr. In Leverkusen, in Gladbach. Das sind Highlights, die wird man nie vergessen. Ja. Also auch dafür nochmal an die Mannschaft wirklich großes Kompliment und allerherzlichsten Dank. Genau. Und man kann es umso mehr genießen, als dass man weiß, wo man herkommt, nämlich aus dem leeren Stadion beziehungsweise aus dem Wohnzimmer. Ja. Und darüber reden wir auch, nämlich wo wir herkommen eigentlich. Ne? Was das eigentlich bedeutet, was wir hier geschafft haben. Ja? Darüber reden wir jetzt auf der nächsten Station. Folge 2 des Saisonrückblicks folgt. Bis gleich.